Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Da guckt, da haben wir Paketle. Es ist noch, ja, versiegelt. Mit so Tesa halt zugemacht. Das ist da so. Ich weiß selber noch nicht so Blasterlers, die da drinnen sind, sein sollte. Und wir wissen ja, beim Unboxing kommt hauptsächlich das Messerle drauf, dass das da so richtig Eindruck schinden muss. Und prinzipiell nach der Rede sollte ich jetzt eigentlich so schwarz rausholen, das gar nicht ganz in den Bildschirm passt oder so Machete oder sowas. Und gut, eigentlich wäre, oder Nagelschere, sowas, also irgend so ein Kontrast, aber ja, kennt das Messerle. Wir sezieren jetzt da vorne da, das. Ja, da, richtig rum aufgemacht sogar, das war meine 50-50 Chance. Gewonnen habe ich. Da haben wir haufenweise Blästerles. Da, guckt. Und genau 6 Pfeile, für jedes Blästerle alles. Das ist da. Da so ein Blästerle. Jetzt habe ich das Messer schon weggeräumt. Ei. Die wertvolle Pfeile. Müssen wir rausziehen. Das Messer ist gewaltig stumpf. Das schneidet gerade ein bisschen Tesa. Ein bisschen. Aber ja. Das. So. Das geht ohne Messer fast besser. Da gehen wir mal laden. Das ist dann. Muss gucken, ich glaube den Karton. Das will ich. Das ist hinten bloß festgeklebt. Ich glaube, das will ich intakt halten. Das ist nämlich so schön aufgeräumt. Nochmal laden. Haben wir. Wahnsinnig wichtige Beschreibung. Statt da wohl denn Warnung. Achtung. Nicht auf Augen oder Gesicht zielen. Brille soll er tragen. Und nur mit offiziellen Nerfdarts. Andere Darts erfüllen möglicherweise nicht die Sicherheitsstandards. So. Aber ein Darts oder Blaster darf man nicht verändern, gell? Dass mir das auch ja keiner macht. Ja. Das, als ob sich da jemand dran hält. Also, das alles sehr brav im Originalzustand lassen. Das ist ja völlig klar. Das machen wir hier auf dem Kanal natürlich auch. Also. Wobei, bei den Blaster, ich wüsste jetzt nicht, dass ich da groß. Also. Weil, wenn ich das da so angucke, das könnte man schon machen, dass es für 4 Darts da ist. Also, so dieses, ja, das menschliche Hirn versteht keine Negation, also nicht verändern, und das ist für mich fast eine Aufforderung, da Modifikationspläne rauszupacken. Dann haben wir da nochmal so Rough Cut. Und das Aufladen. So. Das könnte man eigentlich schon machen, mit dass es auch 4 Pfeile hat. Oder auf einmal 4 schießt. Da könnte man die Schale nutzen. So, jetzt, ich habe ja mittlerweile, habt ihr ja vielleicht schon mitgekriegt, ein bisschen Sammelleidenschaft habe ich. Und ich habe ja mittlerweile, also so Mikroshots, da können wir auch mal irgendwann mal, wenn ihr fleißig kommentiert, mal durchgegangen, was ich denn alles so hab. Und ich habe ja da aber wie heißt sie denn, die Double Strike, glaub da, so als Mikroshot. Da habe ich ja, das steht immer noch auf der To-Do-Liste, dass ich da dazu ja, also so richtig Hammersbetriebenes Bleisterle machen will. Die Streife nicht raus. Sag bloß, warum hängt die so gut drin? Also ihr auch was seht, was ich da so vom Kampf abseits vom Bildschirm habe. Ist ein bisschen
Jetzt, das habe ich auch schon gesehen. Da hat auch noch so da die Streifnummer und ein echtes Magazin oder so richtiges Magazin, nein, dass das so halbe schießt. Also halbe Pfeile, keine halbe. So, jetzt gucken wir. Vielleicht nutze ich die Box noch. Die ist hier auf Seite. Krach. Könnte man da so Halbpfeil-Magazin rein da. Ah, das ist ja cool gemacht. Das ist ja cool gemacht. Das geht noch nicht auf. Ah, ist ein bisschen eh. Schulterstütze fehlt noch. Da müsste man. Sind die Schienen überall gleich? Da könnte man Zubehörteile nachbauen. Da haben wir sogar so Schnittstelle. Eine Schnittstelle. So. Jetzt können wir da wie bei blutiger Pfad Gottes nicht nachladen, sondern einfach dann wegschmeißen. Das ist dann so. Das sieht jetzt. So, das ist nur laden. Da kann man dann sich selber abschießen. So. Das ist alles verschossen. Wollen noch. Das darf man in Zukunft sich dann suchen. Aber ja, die wären cool, wenn es die beidseitig lackiert hättet. Also das ist. Ja gut, das muss halt eigentlich der Zonenvitrine rein. Dann sieht man die andere Seite nicht. Kann man dann, wenn man dann 4 hat. Jetzt habe ich keine Pfeile mehr auf dem Tisch. Wenn euch das mal interessiert, können wir mal durch meine Sammlung durchgehen. Das wird dann ein längeres Video. Aber heute wollte ich da bloß das auspacken, da Honor. Das ist Nightfinder, ich glaube den da. Da dazu habe ich die originale Blaster. Das müsste der Ding. Wie heißt sie? Die Strongarme. Bräuchte man nur noch Magazin. Wäre das eigentlich recht praktisch mit dem. Ja, das geht recht gut. Ich meine, wenn man da jedes Mal vorne Pfeile reinstopfen muss, dann. Aber das kann man da seitlich. Wir haben ja da Schnittstelle, da kann man da also so Pfeillager und dann zack und bam und zack und bam und zack und zack. Müsst ihr euch das jetzt vorstellen, das kann ich so als 3D-Drucksäule machen. Das kann man dann immer auf die hässliche Seite, also das heißt die hässliche, die nicht bedruckte Seite, dass es gut aussieht. Ich weiß nicht, wie das mit dem Magazin gehen soll. Das hätte ich mir mal interessiert. Das wäre schon cool. Dann könnte man da 2 davon. Das ist dann. Das geht schon recht gut. Oder wenn man ein Magazin hätte, dann brauchen wir noch Schulterstütze. Da hat er dafür Zubehörteile oder so. Aber das Blau ist, glaube ich, ein bisschen dunkler. Das sieht nicht ganz so aus wie bei meiner Streif. Die hat ja schon Magger. Da, guckt. Hat schon jemand damit gespielt und da ist eine Delle drin. Ein Knocks. Ich glaube, da vorne an den Lauf kriegt man nichts noch, aber da oben können wir Zielfernräder drauf machen. Da auch. Ja, überall, die haben alle. Das wäre eigentlich das eigentliche, glaube ich, zum Zurückziehen. Das überlege ich gerade, aber dafür habe ich mit Hammers betrieben, mit der Rollfach nach unten. Aber von da hinten zum Zurückziehen, das habe ich noch nicht.
Ja, nette Spielerei, nette Blästerlers. Da ist auch schon, auch schon Macke drin. Kein Sammlerstück, ich sag's euch. Das ist dann, das ist glaube ich was zu modifizieren. Das macht schon. Sollte ich jetzt mehr Munition haben, die liegt halt jetzt überall auf dem Boden. Das ist wieder. Oder man könnte es da so zusammen machen. Na, das. Wenn er müsste so sein. Okay, wenn das jetzt zusammen wäre, können die dann. Das müsste dann aber zum Spannen der Finger raus. Das kann ich mir überlegen. Ja. Der hätte sogar gegangen, wenn man den Finger nach vorne drückt, dass man da nicht aus Versehen danach kommt. Der hätte es sogar gegangen. Dann kann man den jedes Einzel auslesen. Wenn man dann noch bei denen jeweils 4 hätte, ist halt dann für dicke Hand. Also, so richtig komfortabel ist nicht, aber cool ist. Das könnte man da da oben so Schiene oder so, dann das Eis. Das hätte ich schon gern, dass man da 4 Pfeile oder zumindest schon mal 3 Stück. Kann man die überhaupt? Oh, die kann man nicht aufschrauben. Sowas. Das. Ja, da steht Do Not Modify. Was ist das da? Da steht's dort. Achtung. Darts oder Blaster nicht verändern. Das geht ja auch nicht richtig, wenn ihr da keine Schraube verbaut. Schade. Weil das wäre schon so einer zum Schwungrädel das Blaster umbauen, das wäre schon auch cool. Oder hier. Dann. Das wird aber auch kompliziert. Muss mal gucken, ob ich das Bild von der Mikrostreifen noch finde. Wo das so Magazin für kurze Pfeile drin und dann. Ich weiß nicht, wie das gegangen soll. Also das kann man nicht vorstellen. Aber das wäre dann vielleicht was fürs nächste Jahr. Das Jahr machen wir auf jeden Fall noch. Ich weiß nicht, ob ich die Double Strike dafür nutze, aber ich will auf jeden Fall Hammersbetrieb wieder Jolt haben. Oder irgendwas Jolt ähnliches. So Jolt. Das macht Spaß. Das ist schon. Du musst bloß, also dass er zusätzlich Pfeile nachladen muss, das ist halt das Fett. Seht, wie schnell das geht. Wenn das jetzt das automatisch nachladet, das wäre halt schon der Hammer. Ich weiß jetzt nicht, wie das gegangen ist mit dem Magazin, ohne dass man dann nochmal Handbewegung machen muss. Das ist ja dann nicht sauber geschlossen, wenn man das einfach da reingegangen hat, das Magazin. Also das weiß ich noch nicht, das kann ich mir noch nicht vorstellen. Aber die Sammlung ist wieder größer, oder? Und uns fällt da schon was ein. Könnt ihr da, was ihr jetzt Bild rücken, was ihr jetzt Abschlussbild habt, könnt ihr da in die Kommentare schreiben, was euch dazu einfällt, und lasst der Abo da, kriegt ihr auch mit, wenn ich damit was mache, und schreibt in die Kommentare, wenn ihr es her wollt,
wenn ihr meine Sammlung sehen wollt und alles und was weiß ich. Und lasst einen Daumen nach oben da, den ganzen Gruß, Abo, Klingele und was weiß ich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder beim Bächler. Und lass es doch nichts unmodifiziert. Und dann viel Spaß beim Blästro und viel Spaß beim Bächler. Euer Blastingenieur.